Ja, hallo Leute, es ist wieder der Lower Coach, Lower, the Law of Attraction, das Naturgesetz der Anziehung, das auf jedes Individuum wirkt, wie die Schwerkraft auf jedes Individuum wirkt. Du hast den Umgang mit der Schwerkraft nicht in der Schule gelernt und trotzdem kannst du deinen Körper balancieren und weißt du, wenn du aus höheren Stockwerken hüpfst, das wahrscheinlich nicht überleben wirst. Du hast das selbst herausgefunden und du hast auch nicht gelernt in der Schule etwas über das Gesetz der Anziehung. Manche Leute merken es in ihrem Leben und wollen es ihren Mitmenschen mitteilen, wie ich es gemerkt habe in meinem Leben. Habe ich negativ gedacht, habe ich negative Erwartungen gehabt, habe ich negative Gefühle gehabt, dann habe ich negative Ereignisse angezogen. Ich habe viele Weltreisen gemacht und habe darin mich selbst erkannt. Ich habe erkannt, dass ich zurückbekomme, was ich aussende, egal wo auf dem Planeten ich mich befinde. Sende ich positive Vibrations, Liebe und Wertschätzung aus, dann bekomme ich das höchstwahrscheinlich zurück. Die meisten Menschen suchen nach Liebe und Wertschätzung und einem gefällt mir an der falschen Stelle. Du musst anderen Menschen nicht gefallen, du musst dir selbst gefallen. Suche in dir nach Liebe und Wertschätzung. In dir gibt es einen Fluss, der ständig zu dir fließt, in Liebe und Wertschätzung und Freude. Schaue nach innen, spüre nach innen, suche da die Liebe, diese Selbstliebe, diese Selbstwertschätzung, diese Selbstannahme. Mache nicht den Fehler, den so viele Menschen in ihrem Leben machen, indem sie nach Liebe und Wertschätzung im Außen suchen, bei ihren Mitmenschen, beim Staat, beim Verein, bei der Religion, bei der Gruppe, der sie gerade angehören. Sie versuchen sich anzupassen und anzupassen und anzupassen und verlieren dabei immer mehr sich selbst. Sei dir selbst treu, wertschätze dich selbst, achte auf deine eigenen Gefühle. Du musst es dir selbst recht machen. Nur so kannst du deine Träume leben. Nur so findest du Reichtum, Erfolg, Gesundheit und Liebe. Es geht nicht darum, dass dich andere Menschen lieben. Viel wichtiger ist, dass du Selbstliebe, dass du dich selbst liebst, dass du Liebe durch dich durchfließen lässt. Man sagt, nur wenn du dich selbst liebst, kannst du andere lieben. Und genau so ist es. Übe dich in Selbstannahme. Schaue auf die Dinge, die du selbst wertschätzen kannst an dir selbst. Schaue, was du schon alles erreicht hast. Schaue auf das Positive an dir selbst. Tue das, was dir Freude macht. Wir leben in einer Facebook-Gesellschaft, in einer Gefällt mir Gesellschaft, aber die meisten Menschen suchen nach diesem Gefällt mir im Außen. Sie wollen anderen gefallen und das verwirrt die Menschen. Du kannst es anderen nicht recht machen. Allen Menschen recht getan ist eine Kunst, die niemand kann. Auch wenn du es nur deinem Partner recht machst, kommst du schon vom Weg ab. Du musst es dir selbst recht machen. Du bist dir selbst der Nächste. Und wenn du dir selbst nicht der Nächste bist, wenn du dich selbst
nicht gut fühlst, nicht wertschätzt, nicht in der Liebe bist, dann hast du anderen nichts Positives zu geben. Schau dir an, die meisten Menschen in der Gesellschaft sind ferngesteuert. Sehen sie etwas im Außen, das negativ ist, dann reagieren sie negativ. Sehen sie etwas, das positiv ist, dann reagieren sie positiv. Aber du kannst völlig unabhängig dich gut fühlen von dem, was andere Menschen sagen, denken oder tun. Höre auf deine innere Weisheit, auf deine innere Stimme, auf deine innere Liebe und Wertschätzung, die ständig zu dir fließt. Gefalle dir selbst. Werde nicht so ferngesteuert wie die meisten Menschen, indem sie ständig anderen gefallen wollen, anderen einen Gefallen tun, sich anpassen wollen. Schau, was bringt die Menschheit weiter. Es sind die Menschen, die frei ihren eigenen Träumen folgen. Das bringt die Menschheit weiter. Nicht die, die buckeln und angepasst sich der Masse anpassen. Du bist ein Individuum und das ist dein Wert. Sei individuell. Lebe deine persönlichen Träume, folge nicht den Träumen anderer, folge nicht den Weisheiten anderer, folge nicht den Gedanken und Überzeugungen und Glaubenssätzen anderer, folge dir selbst. Auch ich als Slower Coach werde dir von Anfang an sagen, folge dir selbst, was tut dir selbst gut. Ich kann dir als Slower Coach ein paar Werkzeuge in die Hand geben, damit du wieder Kontakt zu deiner Quelle bekommst, die dich bedingungslos liebt und wertschätzt. Dass du deinen Fokus wieder mehr auf das Positive lenkst und dass du deine Träume lebst, denn darum bist du hier. Wenn du das Werkzeug von mir in die Hände bekommen willst, dann melde dich bei mir. Melde dich unter meiner E-Mail-Adresse ernstgruber1@gmx.at. Dann machen wir uns einen Termin aus über Skype oder Telefon. Und dann schauen wir, ob wir überhaupt harmonisieren können miteinander. Und dann machen wir ein paar Wochen ein Coaching, damit es dir besser und besser geht, damit du wieder deine Träume lebst, damit du wieder mehr und mehr in die Selbstliebe kommst und unabhängig von dem, was andere Menschen von dir denken. Melde dich, ich coache dich gerne. Ciao.